Ich habe die Presets gemacht, nicht um die alten, die ja erst seit einem halben Jahr draussen sind, zum Ersetzen der Everyday Collection, sondern so ein bisschen als Ergänzung. Weil ich gerne mit ein bisschen mehr Farbe in die Bilder bringen. Mit ein bisschen mehr Blau, mit ein bisschen mehr Grün, ein bisschen leuchtigere Farbe, ein bisschen helleren, kleineren Look. Ich zeige euch jetzt hier am Bildschirm schnell ein paar Fotos, die ich bearbeite. Ich habe die bewusst ausgesucht. Es hat ein bisschen Gegenlicht, dunkler, ein bisschen heller, viel Grün, viel Blau. Es ist ein kleines Preset-Pack, es hat nur 2 farbige Presets drin. Und ein bisschen zeigen, wie ich mit diesen Presets arbeite, auf was ich schaue. Ich habe so den einen oder anderen Tipp, wo mir dann vielleicht spontan in den Sinn kommt. Ich habe nichts aufgeschrieben, das waren meine Notizen. Achtung, fertig, los! Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal irgendwo an und schauen mal, wo uns das herführt. Ich habe mir wirklich nicht viel überlegt, ich tue das sehr intuitiv, spontan. Ich würde zum Beispiel auch nie ein Foto gleich bearbeiten, zweimal. Also, ich mache es jetzt so, wenn ich es morgen wieder zurücksetze und neu bearbeite, sieht es wahrscheinlich ähnlich aus und gleich wieder ein bisschen anders. Also, wir gehen mal schauen. Und wenn ich aber so ein bisschen drüber fahre, gibt es mir manchmal schon so einen kleinen Hinweis, welches das ich echt nehmen könnte. Ich glaube, ich gehe jetzt mal mit dem ersten. Das ist ein bisschen mehr gefaded in den dunklen Bereichen. Nehmen das mal, schneide das noch schnell ein bisschen zu, das stört mich aber so ein bisschen, weil es so schräg ist. Genau. Und ihr seht, die Farben kommen mega stark vor. Also wir haben jetzt hier auch in den dunklen Bereichen mega stark so das Blau, das fast ein bisschen Cyanfarbige. Das liegt sicher auch an dieser alten Kamera. Und gleich, ja, finde ich, gibt es einen witzigen Style. Ich nehme jetzt hier noch ein bisschen Rot raus, weil das Haus hinten so mega rot ist. Haue es noch mal ein bisschen auf und gebe noch ein bisschen mehr im Orange. Und dann habe ich das Gefühl, kann ich das für mich so als absoluter Schnappschuss, was es ja ist, es ist überhaupt nicht ein wahnsinniges Bild, es ist wirklich Ach auf der Straße. Das Kate hat gewartet, ich komme endlich. Und dann habe ich schnell einmal abgedrückt und das Ganze gefüttert. Genau. Cool. Und man sieht, sehr hell, also wirklich hell bearbeitet, funktioniert mega gut. Ich kann jetzt hier bei den Tools zum Beispiel noch ein bisschen Grain hinzufügen. Die Presets, oder eines von diesen beiden Presets hat schon recht viel Grain drin. Da kann ich es wieder ein bisschen zurücknehmen oder noch ein bisschen verstärken. Ich kann noch eine Vignetierung drin tun, kann es schärfen. Und ja, bin ich dann happy so. Für mich würde das so länger. Das zweite Bild schneide ich noch schnell zu. Da ist nämlich das eine noch rumsäckeln am Rand. Schwupps. Gegenlicht mit der Canon, man sieht doppelt die Einstellungen hier. Und wir fahren jetzt da mal drüber und da spricht mir jetzt das zweite Recht an. Drücke das mal an, mache es ein bisschen dunkler. Und man sieht jetzt oft, haben die Presets vielleicht ein bisschen zu viel Gelb oder Orange in den Hauttönen. Und das kann ich einerseits ein bisschen rausnehmen, indem ich das Bild heller mache. Dann kommt echt der weiße Anteil mehr vor. Oder indem ich halt hier im HSL das vielleicht ein bisschen zurücknehme. Ich mache es jetzt mal extrem. Dann sieht man, wo ist überall das Orange drin. So viel machen wir natürlich nicht. Da finde ich, passt es recht gut. Und dann kann man das eigentlich schon fast lassen. So, jetzt haben wir sogar noch ein bisschen mehr zuschneiden. Noch ein bisschen mehr schwarz. Noch ein bisschen mehr Farbe. Würde ich gut finden. Gehen wir mal zum nächsten. Nehmen wir das Bild hier. Fahren wir mal drüber. Ich nehme jetzt extra das zweite, das ein bisschen weniger gut aus der Vorschau aussieht. Gebe ihm schon ein Grain, eine Vignetierung und schärfe es schon. Und gehe jetzt wirklich sagen, hey, machen wir das kühler. Oft füttere ich ein bisschen zu warm oder meine Kamera macht den weißen Bereich ein bisschen zu warm. Und ich habe gemerkt, bei den Presets, es funktioniert sehr gut, wenn es nicht zu warm ist. Und dann eben auch wieder, wie gesagt, desto heller, desto besser. Wenn ich es dunkel mache, kann man die Farbe nicht so schön fühlen. Darum wirklich hell, wirklich sehr viel Farbe geben. Mit Lichter noch ein bisschen zurück. Und dann sieht es eigentlich schon gar nicht so schlecht aus. Ich finde es mega schön. Hinten nachher das Violett kommt schön oder dann das Lila. Für das Pulloverli ist realistisch, finde ich sehr, sehr cool. Könnte ich so lassen. Gehen wir mal noch weiter an den Thunersee. Mega schönes Holzschiffchen, viel Blau. Gehen wir mal schauen, welches Preset da gar nicht so schlecht wird funktionieren. Ich glaube, ich nehme das erste. Stelle dann den weißen Bereich noch ein bisschen ein. Und was das Bild jetzt sicher braucht, ist noch ein bisschen Kontrast, habe ich das Gefühl. Und Lichter noch ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen abdunkeln. Auch noch mal ein bisschen begradigen. Das stört mich ein bisschen, der Turm wirkt ein bisschen schräg. Und dann ist es schon sehr, sehr gut eigentlich. Jetzt vielleicht
bin ich noch nicht so zufrieden mit den Blauwerten. Und dann habe ich eigentlich hier beim Farbton, kann ich sagen, ich will Blau noch ein bisschen mehr ins Violett oder ich will es noch ein bisschen mehr ins Grün. Kann man da noch ein bisschen justieren nach Gutdünken oder auch noch ein bisschen Blau rausnehmen. Oder drin tun. Hier ist es aber sehr viel Blau, darum ich finde es so tipptopp. Könnte ich so sehr gut damit leben, wenn ich schnell vorher und nachher. Links, rechts, ihr seht, wenn man es jetzt einfach so auf einen Blick sehen, ist, hey, die Farben kommen vorne wieder, es wird alles ein bisschen farbiger, es wird klarer, es hat auch mehr Kontrast in den Farben, wenn man jetzt im Wasser schaut, von den hellen Bereichen im Wasser zu den dunklen, ist, glaube ich, die Dynamik ist ein bisschen grösser. Ebenfalls im Schiff, ja, es ist hell, es ist freundlich, genau. Auch für mich. Yes, das hier. Nicht ganz einfach. Recht viel Grün. Ein bekannter Spot für solche, die Hochzeiten fotografieren, wo man jemand die Hochzeitsbälle unten dran setzt. Und dann merkt man plötzlich, Scheibe ist alles mega grün rausgekommen. Wenn ich jetzt mal schaue bei den Presets, hier sind es 2. Ja, finde ich echt cool. Ein bisschen kühleres Grün. Gebe ich mir ein bisschen mehr Rot, dass die Haut ein bisschen natürlicher wird. Nehme ich mir ein bisschen Gelb raus. Gebe mir ein bisschen Blau beim Weissabgleich. Mache es noch ein bisschen heller. Und dann finde ich es eigentlich, könnte ich es jetzt schon so verwenden. Manchmal kippt das Grün bei diesen Presets fast ein bisschen zu fest ins Blau. Ich habe das manchmal schon gerne, aber es funktioniert nicht bei allen Szenen. Hier ist es jetzt für mich jetzt ein bisschen eine Grenze. Und wenn ihr das ein bisschen korrigieren wollt, müsst ihr einfach hier beim Farbton Gelb- und Grünregler ein bisschen spielen. Indem ihr den Gelbregler ein bisschen mehr Richtung Orange tut, sieht man sehr gut im Hintergrund. Wird das Ganze sehr orange oder brünschelig. Und das Gleiche im grünen Bereich. Dann gehe ich ein bisschen zurück, nehme vielleicht sogar noch ganz wenig raus. Perfekt, finde ich super so. Ich finde die Hauttöne sind natürlich, die Farben in jedem T-Shirt sind sehr cool. Ich kann es halt schnell so zurücksetzen, so war es vorher, so ist es jetzt. Genau, finde ich habe mich gefreut. Ich finde es sehr einen schönen Look. Und das letzte noch, sehr dunkel. Ich bin manchmal ein bisschen Pfeife mit der Leica, das passt manchmal noch nicht so ganz. Aber ich finde es grundsätzlich ein herziger Schnappschuss. Gehen wir mal schauen. Nehmen wir nochmal das 2. Und das 2 ist wirklich das, was so ein bisschen sehr stark blau ist manchmal. Und wenn ich jetzt das ein bisschen aufhaue, finde ich jetzt echt schon... Also ich finde das schon geil. Es ist ein Look, den ich nicht so gepflegt habe. So ein bisschen das sehr helle. Wo ich noch nicht so viel damit getestet habe. Andere Fotografen haben das vor 10 Jahren sehr stark gehabt. Ich hatte das nie so gehabt. Ich finde das mega schön eigentlich, aber irgendwie habe ich das nie so hergebracht. Und jetzt muss ich sagen, jetzt gefällt es mir, jetzt bringe ich es ein bisschen her. Genau. Jetzt hier vielleicht sogar noch ein bisschen Kontrast geben, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr bei den Hauttönen. So fände ich super. Noch ein bisschen zuschneiden vielleicht, dass wir noch ein bisschen mehr Platz haben gegen rechts, die Seite, wo die Bewegung stattfindet. Gebe ich noch mal ein bisschen Grain. Und, genau, das habe ich noch gar nicht erklärt. Wir haben ja noch das Enhanced People und Light Background. Also wenn ich da drüber gehe, tut er automatisch erkennen, mein Sujet, was ist meine Person. Und ich kann jetzt sagen, hey, tu mir nur den Hintergrund auf hell. Ihr seht, wenn ich da drüber fahre, ist die Ellen bleibt eigentlich gleich hell, aber der Hintergrund wird heller. Und das ist wirklich manchmal schon cool. Ich kann es dann schnell bei den anderen noch ausprobieren. Es ist ein bisschen chaotisch heute, ich gebe es zu. Light Background, können wir das rein tun. Und es ist ganz etwas Einfaches. Ich habe es mir für mich mal erstellt und dachte, ach komm, ich tue es einfach rein in das Set. Also ich kann da noch ein bisschen spielen. Es ist einfach so wie, die müssen nicht selber drücken, sondern die können nur auf das Preset drücken und es macht es schon. Und meistens ist es dann noch nicht perfekt und dann kann ich es noch ein bisschen verfeinern. Ja, übrigens, das habe ich auch vergessen. Bei beiden Presets hat es ein Profil wieder hinterlegt. Das eine ist das Strong Colors und da kann ich auch wieder dran umschreiben. Oder das andere hat das Smooth Colors. Ist das hier? Da kann ich auch wieder so ein bisschen die Farben noch ein bisschen intensivieren oder ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen näher am Original. Ich kann natürlich auch, wenn mir das nicht gefällt, das rausnehmen und kann sagen, hey, nimm zum Beispiel das Tonality aus dem ersten Preset-Pack und kann mit dem arbeiten. Und ihr seht, es ist wirklich recht anders. Es gibt sofort einen anderen Look. Auch cool, ganz anders einfach. Nicht mehr so das sehr natürliche, helle, freundliche, farbige, sondern, ja, okay. Oder ich kann das Modern Brown nehmen und jetzt wird es richtig straub. Jetzt ist nämlich, wenn ich das nehme, geht das Blau komplett raus. Ich könnte jetzt also ein Mittelding haben, bei dem es immer gut funktioniert, der Weiße gleich ein bisschen wärmer. Haben wir auch wieder einen ganz anderen Look. Also ihr seht, eigentlich könnt ihr dann hin und her probieren, wenn ihr beide Presets pack habt oder selber logischerweise auch schon Presets gekauft habt. Ist manchmal schon cool, wenn man mal das Preset auf der linken Seite mit einem Profil auf der rechten Seite kombiniert
und kommt plötzlich auf ganz spannende Einstellungen. Ja, und so sind wir ehrlich am Ende einfach schnell so ein bisschen ziemlich random einen kleinen Einblick geben, wie ich so arbeite bei der Bildbearbeitung. Sehr vieles ist intuitiv, sehr vieles ist so ein bisschen aus dem Bauch raus. Und ich habe wirklich das Gefühl, die Presets hier helfen mir jetzt für die sehr sonnigen, hellen Szenen einen coolen, natürlichen Look herzubekommen. Merci vielmals, wenn ihr euch für die Presets entscheidet. Wirklich danke. Und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.